Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Und da war ich mir noch ziemlich sicher, Nocturne bezwingt mich. Okay, hier haben wir so ein lustiges Ding und ich glaube, das reagiert nicht so gut auf Vesuvio, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist der Sabberschleim, ja, immer wunderbares, immer wunderbare Ankündigung, wenn das Vieh schon so heißt. Oh, jetzt ist er rot. Ih. So kann er dann verbrühen. Hades Granaten Level 5. Gut. Und eine Höllenaura Level 5 gibt's auch noch aber drauf. Sabberschleim ist erledigt. Ich glaube, wir sind auch gleich erledigt. Okay, die Gretel, die ist gerade verbrüht. Halt mal die Gaula. Da mache ich da mal hier Schokolade einmal auf mich. Und der wird immer kleiner, je mehr Schade das er nimmt, desto kleiner wird er, der Schleim. Aber wir kommen dann nicht wirklich aus dem raus. Das ist schon etwas ekelhaft. Gretel, sei so gut und mach das doch mal auf dich. Höllenaura Level 5. Das sind alles Zauber von Nocturne. Ich glaube, die hat sich nicht kalt, die Gretel. Mach doch nochmal. So, jetzt wird er wieder blau. Okay, sie hat sich kalt. Helga ist verbrüht. Und großartig bewegen können wir uns hier auch nicht. Heinz ist verreist. Schick doch eine Grußkarte. Oh, jetzt gibt's wieder Hades Granaten auf dem Washing. Ja, also wirklich raus aus dem Vieh können wir auch nicht. Oh, die Helga ist hinüber. Nicht so gut. Und warte mal, das können wir schnell beheben. Jetzt erstmal im Wässerler. Das belebt auch die müdeste Geister wieder. Und du solltest auf jeden Fall nochmal auf dich ein Kraftwasser Level 3 wirken. Mädel? Ich hab's doch gerade eben befohlen. Ah, mach doch. Wenn die NSC nur machen würden, was man da befiehlt. Aber er ist nie so besonders groß. Der hat's bald hinter sich. Ja, scheiße. Eben habe ich überlegt, ob ich nochmal drauf hauen soll, aber naja. Du wurdest schneller vereist. Und wieder. Heidewitzka. Ja, die ist wieder verbrüht. Ich bin verreist. In freundlichere Gefilde. Jetzt kann ich mich wenigstens auch wieder bewegen. Das ist doch schon mal gut. Jetzt geht nämlich der Schleimer ins Leere, wenn er auf mir schießt. Und der ist für dich. Eine Höllenaura Level 5 gibt es aber drauf vom Schleim. Und Hades Granaten Level 5. Ich glaube, jetzt ist der Ackermann kaputt. Und eine Höllenaura noch hinterher. Nee, das überlebt er nicht. Tatsächlich. Er schafft es tatsächlich, das zu überleben. Okay, dann gibt es erstmal Schokolade. Steht dafür, dass sie überlebt hast, Und, Scheiße. Die Scheißel, vor allem die Gretel, ist tot. Die kommen jetzt auch wieder zurück. Gewitterdunnerkeit nochmal. Hier geht jetzt aber echt die Luzi ab bei dem Sabberschleim. Also die Viecher, die ewig lang im Dunkeln leben, die haben anscheinend echt Zeit, richtig fies zu werden. 244 Schaden haben wir abgezwackt. So, Helga, was hältst du von so einem finale Zauber? Gib dem doch mal was. Und zwar gib dem doch mal einen Blitzschlag auf der Washing. Das sind welche von unseren mächtigsten Zauber. Oh, hoppla, das hat nichts gebracht. Und noch einmal, Achtung, wir haben es gleich. Zaubersperre Level 5. 253. Komm, es ist nie wie lang. Der hat's nie wie lang. Jetzt brauche ich noch ein Gutzel für die Helga. Und ich glaube, Gutzel für die Gretel wäre auch nicht verkehrt. Sabberschleim ist erledigt. Ach, wär's doch nur so. Jetzt ist die Gretel wieder verbrüht. Und hopp. Mist. Das war's nicht. Aber du brauchst eine Gutzel, Helga. Ja, komm, der hat nämlich lang. Der hat nämlich viel. Der kann nix. Drauf, Mädels. Drauf und der Wetter, der kann nix.
Oh, scheiße, die ist hinüber. Du siehst wieder Lebenswässerle opfern. Ja. Gretel, komm wieder zu dir. Boah, wenn du jetzt mal endlich die Güte hättest zu sterben, du dappischer Schleim. Gewitter erleiht. Bewegt euch. Bewegt euch. Bewegt euch. Ja, puh. Die Helga hat ihn fertig gemacht. Meine Fresse. Also das Ding, Gewitter erleiht, das hält echt was aus. Ich hoffe, das lohnt sich jetzt. Jetzt juckt's mich am Ohr unter den Kopfhörer. Und weiter geht's. Helga erreicht Level 36, das ist ja schön. Die Gretel 8 und Heinz wahrscheinlich 8, sehr schön. Und was gibt's da noch oben drauf? Kein Orb? Speerorb, doch, da gibt's doch einer. Und das Achschät, das Zusammenspiel zwischen Schwarz und Blau. Und da ist noch einer. Ich bin Nocturne, Patron der Dunkelheit und Diener vom Mana. Gegen mein Zauber kommt keiner, ich werde euch begleiten. Nocturne schließt sich an. Boah, das ist auch schön gemacht mit dem Blaue hier. Okay, dann berühren wir das doch mal mit unserem sagenumwobenen Schwanamert. Und du zittert da und bibbert. Sehr schön. Kraft des Samens erhalten. Ja, das ist jetzt so das erste Element, was nie so wirklich reinpassen will. Weil Nocturne und Dunkelheit und so, ja. Es gibt ja noch so lustige Fantasy-Systeme, wo es sozusagen ein 6-Elementen-System gibt. Das ist dann Feuer, Erde, Wasser, Luft und dann noch Licht und Schatten dazu. Also das finde ich eigentlich auch gar nicht mehr so verkehrt als 6-Elemente-Lehre. Wobei das Klassische ja eigentlich eher das Bekanntere ist. So, dann geht's da wieder zurück, glaube ich. Und dann gibt es halt auch noch so, wie war das? Ich glaube, das waren bei den chinesischen Elemente, war das noch. Da ist ja auch Metalle-Element. Was ich eigentlich relativ doof finde, weil Metall gehört ja eigentlich zur Erde mit dazu. Von daher, also würde ich zumindest so sehen, dass Metall zur Erde mit dazu gehört. Aber wie dem auch sei, Secret of Mana hat auf jeden Fall mehrere Elemente. Wie wir jetzt erfahren haben, war der Klassiker, die wir für uns schon gewonnen haben. Frosta für Wasser und Eis in dem Fall. Elektra für Wind und Gewitter. Vesuvio für Feuer. Und Rocky für die Erde. Haben wir jetzt auch noch Nocturne für die Dunkelheit gewonnen. Ah, Moment mal. Ne, da geht's ein bisschen weiter hoch. Da muss ich erst einmal nochmal ins Dorf. Und da werde ich auch erst einmal, um ehrlich zu sein, lieber mal speichern. Yes, das Helga. Wieder du nach Keitel noch einmal. Wenn euren Kopf nicht auch wachsen wäre. Ich sag's euch, ihr Mädchen. So, jetzt gehen wir da nochmal hoch. Hinterher. Einen Schritt, das ist nicht schwer. Kommt schon. So. Okay. Dann sollten wir auf jeden Fall nochmal unser Inventar auffrischen. Gucke, was wir jetzt so gewonnen haben. Oh ja, jetzt sind wir wieder gut dabei mit unserer Goldmünze. Okay, erstmal die Gutzler. Ich glaube 3 habe ich sogar verbraucht. Und Schokolade brauchen wir auch wieder ein bisschen was. 1, 2, 3. Nur 2 verbraucht. Und da 1, 2 und ich glaube 3 haben wir verbraucht. Jawollo. Und ja, es sind nur 3 gewesen. Zur Sicherheit lieber noch einmal einer mehr probieren. Die Sachen nehmen wir schon, weil man genug hat. Ich finde es eigentlich auch echt heftig, dass man nur 4 von jeder Sorte bei haben kann, wenn man bedenkt, wie bei anderen Rollenspielen dort wirklich schon richtig Luxus ist. So, jetzt speichern wir einfach so, wie wir sind. Nö, ich mag erstmal nicht bleiben. Weil durch den Levelaufstieg kriegen wir auch unsere Mana-Punkte wieder regeneriert. So, perfekt. Und dann mag ich nochmal beim Conehead-Tempel vorbeigucken. Mit unserem Nocturne jetzt an unserer Seite.
Babab. So nebenbei nur. Babab. Babab. Ach ja. Die Musik von früher. Schä. Und was sagst du jetzt zu Klotzkopf? Bezweifle, dass der Wahrsager Luna euch heute empfangen wird. Ach, also nicht, statt wo was Besseres zu tun, der feine Herr. Was kann besser sein, als uns hier zu haben? Ich meine, wir sind die Mana-Helder. Also noch wichtigerer Besuch wird er hier am Arsch der Welt wohl kaum empfangen. Müssen wir doch nicht Nocturns Zauber trophieren? Nocturn, Höllenaura, Zaubersperre und Hardes Grenaden. Die brauchen 2 MP. Ui, Höllenaura zwackt 8 MP ab. Und sie hat nix von Nocturn. Interessant. Ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Nocturn ist nur mit A-Griffe und deswegen nur für die Koboldin. Und der andere der Lichtpatron, der entsprechende Laterna, ist dann nur fürs Mädel und hat nur defensive Sache. Aber, von wegen, denkst du, der Lichtpatron hat auch noch einen sehr effektiver, aggressive Zauber, den wir auf jeden Fall brauchen werden. So, ich will bleiben, ja. Okay, da waren das tatsächlich noch 2 Tempel. Habe ich Anime so auf dem Schirm gehabt. Ich habe zuerst gedacht, wir müssten noch was anderes machen, bevor wir in den Nachtpalast stürmen. In den Nachttempel. Aber okay, dann ist dem wohl offensichtlich nicht so. Und offensichtlich ist dem auch nicht so, dass man durch einen Levelaufstieg wieder sein MP aufgefrischt kriegt. Und ich babbel wie ein Blöder an einem Stück, merke ich gerade. Aber so what, dafür ist es your Let's Play. So. Dann gehen wir wieder runter ins Wefzer-Paradies. Und gehen von dort aus weg. Also das war auch wieder so geile Aktion, Ewe. Ich gehe noch runter und sie geht mal vorsichtshalber wieder den Weg zurück und geht noch rechts statt noch runter. Also das ist mal wieder die Cleverness der NSCs hier. Ach, warte mal, wir haben ja auch genug Orbs jetzt wieder gekriegt. Das macht zum Bertie Vogts wieder gehen können. Der kann uns ja unsere Waffe wieder aufmotzen. Sehr schön. Napalm-Wespe ist erledigt. Ah, na, was ein wiechter Name für Sophie. Alter Hopf. Dann gehen wir noch zum Bertie Vogts. Der kann uns doch die Waffe machen. So. Wir wollen wirklich auf den Berg kraxeln. Das haben wir jetzt halt vor, ja. Ackermann, Wasserwaff, Sarah. Tarantelklaue wird zu Echsenkralle. Dämonenspeer wird zu Juwelenspeer. Und das war's auch. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, das Ding haben wir schon auf Level 5 gepusht, glaube ich. Das Mädel kann dann erst einmal wieder ihr Klaue zurückhaben. Das kann sie jetzt mal fleißig leveln. Die Echsenkraller. Die Koboldin hat ihren Boomerang. Bei der habe ich mittlerweile die Übersicht verloren. Halte mal eine Gaul A. 72 und das Ding 75. Dann level du mal weiter im Speer in der Zwischenzeit. Traumtulpe ist benebelt. Auch nicht schlecht so als Effekt, muss ich sagen. So, davor ist halt eine Mana-Waffe. Mana-Wespe, wollte ich schon sagen. Der Speer hat es auch schon ganz gut drauf, muss ich sagen. Und Traumtulpe Level 5. Nix da. Nett mit dem Ackermann. Und die Napalm-Wespe hat sich hier heroisch vor die Traumtulpe geworfen. Aber es nützt da nichts. So. Okay, die hat ihr Klaue schon auf Level 4. Das heißt, die kann jetzt auf Level 6, glaube ich, insgesamt hochpumpen. Das ist auch nicht schlecht. Dann haben wir die erste Level 6 Waffe dann dort mit. Traumtulpe ist on? Ja, okay. Das war nicht so gut. Die hat jetzt nochmal Abwehr gemacht vor der Tulpe. Die können schon sehr aggressiv sein zu der Jahreszeit, die Tulpe. Gut, jetzt ist sie geplatzt. Wie im richtigen Leben. Ich finde schön, dass dieser Traumtulpe-Zauber keinen Effekt auf unseren Haupttyp hat. Jetzt stellt euch mal vor, ihr steht vor einer Tulpe und die bewegt sich und versucht ständig euch in Schlaf zu versetzen, nur um euch dann zu fressen. Alter, was ein mieses Vieh eigentlich. Oh, da ist die Gretel ein bisschen rumgezappelt. Napalm-Wespe ist erledigt. Heinzens Waffenlevel ist gestiegen. Speer erreicht Level 3. Okay, dann können wir erst wieder aufladen. Dann machen wir das doch.
Gucken wir mal, wie die Level 3er Attacke aussieht. Wahrscheinlich nicht sehr begnadet. Ja, aber es macht schon ordentlich Schade, muss ich sagen. Da brauchen wir dann wieder die Peitsche hoch. Oh, die Dinger, die hasse ich, aber die Gülleküken heißen sie, glaube ich. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass die so heißen. Und ich glaube, ich sollte auch definitiv mal wieder mein Zauberlevel generell auch mal so hoch pushen. Aber mal hartes, ja, Gülleküken heißen die Viecher tatsächlich. Gülleküken ist benebelt. Blödes Vieh. So, als truffende Wetter. Oh, hoppla. Das war jetzt nicht so gut. Aber wir müssen auf jeden Fall auch mal unser Zauber hochpushen, finde ich. Ach, scheiße, als wieder. Immer auf die falsche drauf. Aber den kriegst du jetzt. So, den hast du jetzt für dich. Der Güllekükerino. Der Speer müsste getroffen haben. Ja, ich glaube, das wurde drauf addiert. Jetzt ist er geplatzt. Gretel erreicht Level 37, genauso wie der Ackermanns Heinz. Und die Helga kommt ja schon ein bisschen später wieder dran. Wo war dann die Peitsche? Da ist er. Ja, die Waffe hat sich schon ein bisschen bezahlt gemacht. Im Laufe der Zeit. Aber brauchen wir sie gerade wieder. Quatsch. Auf die Schniss. Also ich muss sagen, ich mag auch so Waffen, die Statusveränderungen hervorrufen. Helga erreicht Level 37. Ja, du müssen wir sie erst gar nicht ablecken, die Waffe. Ich mich nicht wundern, wenn in der kurzen Zeit der Ackermanns Heinz auch noch Level 1 mit der Waffe erreichen geht. Nix, du Traumtulper. Das war auch schön. Schöner Move. Okay, jetzt sind wir eigentlich schon fast over. Jetzt können wir auch wieder das Speer nehmen. Und als truffende Wetter. Irgendwo schlüpft ein Gülleküken fröhlich vor sich her. Fröhlich vor sich hier. So rum. Und weg ist es. So. Zumindest die Napalm-Wespe. Jetzt noch zum Gülleküken hätte ich ganz gerne nochmal hartes Granaten drauf gewirkt. Also ich finde, gerade Nocturne lohnt sich auf jeden Fall hoch zu leveln. Und weg ist es. Alla hopp. Dann gehen wir mal da rein. Oh, was für Musik. Huch, was ist denn das für ein Hansel? Ah, na, was ein hässlicher Reptiliekopf. Verschwinden, der Meister ist nicht da. Oh, na toll. Meister Luna ist zur Goldinsel geflogen, nordöstlich von hier. Okay, wissen wir Bescheid. Goldinsel nordöstlich von hier. Ich ja gleich mal sagen, wir holen unser Lufti-Trommel. Goldinsel nordöstlich von hier. Das mache ich auf jeden Fall noch in dem Deal. Und Goldinsel nordöstlich, haben sie gesagt. Da gucken wir doch mal noch eine schöne Insel aus Gold. Das sieht doch aus, als wäre es eine Insel. Aber aus Gold? Ich weiß so nicht. Gucken wir es uns doch mal an. Tatsächlich, das ist ja alles aus Gold. Und du erkunden wir morgen bei Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.